Hallo liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Stream hier brack.ch und auf Twitch. So mit mir, dem Cyril und, noch ganz schön, der Caro. Schön. Wir hatten dich ja schon mal gesehen mit der Steffi zusammen. Genau. Wie war das? Also ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich gewonnen habe, von dem her super. Vielleicht noch ein bisschen vorkommen als Mikrofon, weil wir ein bisschen weit weg sind. Also wir müssen natürlich jetzt nicht die nächsten 2 Stunden mit uns mit dem Bläuderle verbringen. Aber ja, vielleicht erzählst du mal selber, warum du jetzt eigentlich da hockst. Wieso, dass ich da hocke? Ich habe dir zu vertreten. Du hast eher mich zu vertreten? Genau. Bei den Klemmbausteinen? Bei den Klemmbausteinen. Fantastisch. Für den nächsten Monat fast. Ein bisschen länger sogar, genau, ja. Ja, und zwar jeden Dienstag jetzt. Jeden Dienstag, okay. Dass es mit meinem Schulplan aufgeht, sozusagen. Genau, weil wir bei Brack, wir richten uns ja alle nach dir richten, oder? Ja. Das wissen ja die Leute mittlerweile. Das ist so. Genau, also Caro hat die richtige Machtposition bei uns, die tut sie auch täglich ausüben. Und uns spüren lassen. Und ja, wenn wir sie nicht verärgern wollen, natürlich tun wir uns danach richten. Das ist klar, ja. Ja. Und die Heime, wie ist das? Hast du ein bisschen mehr Erfahrung mit Klemmbausteinen wie ich? Ich habe ein bisschen mehr Erfahrung mit Klemmbausteinen, aber auch nicht allzu viel. Ich habe das Lego Hogwarts in 3 Tagen zusammengebaut. Okay. Den Bonsai, dann sonst noch irgendein Harry Potter Set. Dr. House. Mhm. Ich habe auch andere Klemmbausteine natürlich schon zusammengebaut. Von Megablocks das Evoli. Ja. Von dem her, ich weiss nicht, wie gut das ich wird sein. Wie schnell das ich wird sein. Ja. Aber wir sehen es. Wir werden es sehen. Genau. Ah, schau mal da. Pika, ahoi. Grüß dich, schön bist du da. Hast es geschafft, nach dem Zmörgeln noch zu uns reinzuschneien? Das freut mich sehr. Ich glaube, ihr kennt einander ja auch. Ja, logisch. Ja. Ja, ich meine, gut, wer kennt dich schon nicht? Du hast ja unsere fantastischen Emotes kreiert. Die Leute, die das nicht wissen, übrigens, das ist tatsächlich unsere Illustratorin für unsere Emotes, Emojis, wie man es auch immer nennen will. Verdammt Testere. Was? Verdammter Stress gewesen. Okay. Ja, sorry. Aber schön hast du es zu uns geschafft. Ja. Und Caro, aber wenn du nicht am Klemmbausteinen zusammenbauen bist und nicht in Hogwarts unterwegs, was machst du sonst noch in deiner Freizeit? Schlafen. Schlafen, wow. Dann die Leute natürlich sehr viel von dir, oder? Nein, ich bin auch sehr viel am Gamen. Mhm. Wenn ich Zeit habe. Ich bin am Studieren, das heisst, ich bin auch sehr viel am Lehren. Mhm. Zum nachher dann natürlich das Lehren rausschieben, bin ich am Gamen. Oder Ja, am macht Sachen Sinn. schauen. Ja, absolut. Kann ich nachvollziehen. Also es gibt sehr viele Übungen, wo ich auch einfach auf YouTube in das Rattenloch hineingehe. Und nicht mehr rauskommst. Und dann bist du einfach ganz komische Videos gesehen. Ja, sehr viel Essen, also kochen, besser gesagt. Ja. Ihr habt ja so eine lustige Runde, oder, wo ihr ein Länderkochen macht, hast du mir mal erzählt. Genau. Weil, wir haben natürlich auch gefunden, wir können reisen, weil natürlich die Pandemie angefangen hat. Was machen wir dann? Mhm. Und dann haben wir angefangen, so Länder nachzukochen. Und mit einem Kollegen, also mit 2 Kollegen Pärli, die wir jetzt eigentlich nach 2 Jahren immer noch machen. Wir sind die Nächsten mit Korea, auf das freuen wir uns schon. Okay, cool. Und das ist eigentlich recht cool, weil du lernst viele neue Gerichte kennen, die du eigentlich noch gar nie probiert hast oder gar nicht gedacht hast, dass es könnte fein sein. Schon. Also koreanisches Essen begrenzt sich nicht nur auf Frühlingsrolle und Barbecue. Nein, aber Das ist das Einzige, was ich kenne. Das ist ja das Traurige. Das Ding ist, als wir in Korea waren, haben wir wirklich eigentlich nur Barbecue gegessen, weil es halt einfach so geil ist, wenn du dein eigenes Fleisch bröteln. Aber nein, es hat natürlich noch andere Sachen und es ist auch eigentlich recht scharf. Dann müssen wir noch schauen, wie wir uns dort drum herum kochen, weil wir 3 Frauen essen grundsätzlich nicht scharf, unsere Männer schon. Ich möchte fast sagen stereotypisch, aber das lassen wir jetzt. Ja, doch, es ist schon ein bisschen so. Okay. Und, aber ja, es hat viel anderes und mein Freund probiert sogar selber Kimchi zu machen. Wow. Chapeau. Mal schauen, wie das so kommt. ich hoffe gut, sonst haben nachher alle ein Problem, oder? Ja. Okay, gut. Und ich habe gehört, jetzt wegen des Streams, es verschiebt sich zeitlich auch ein bisschen.
Einiges, ja. Nächste Woche wird es sich auf den Nachmittag verschieben, weil ich habe noch ein Meeting am Morgen. Mhm. Und sonst, falls nicht irgendetwas passiert, bleibt es vom 11 bis am 1. Also du nicht irgendwie deinen Kopf im Backofen einklemmst oder so, bleibt es beim 11 bis 1. Ja, einfach nächste Woche genau. Dienstag 1 bis 3. Ja. Okay, sehr cool. Genau. Ja, mega geil. Dann freuen wir uns in dem Fall, wenn du mich vertreten. Vielleicht auch nochmal hier als Reminder. Eben, ich bin nicht da. Ich bin heute und morgen noch rum eigentlich. Und dann bin ich längere Zeit weg. Bis Anfangs Oktober, ja. Und Caro hat dann sehr viel am Hut, sehr viel zu tun. Und trotzdem freut sie sich, mit euch ein bisschen Klemmbausteine zusammenzubauen. Und ja, wenn ich Zeit habe, schaue ich sicher ein bisschen rein. Wie du da vor dich anheulst und eins Klötzchen aufs nächste. Er wird wahrscheinlich nur zusammenbauen. Vor mir heulen. Ja, nein, das wird sicher toll. Also ich denke, es wird so einen guten Ausgleich zum ganzen Stress, den ich diese Woche habe. Ja. Um da einfach mal 2 Stunden ein bisschen klötzeln, abschalten und ein bisschen brüllen. Ja, das wird wahrscheinlich schon so sein. Gut. Okay. Ja, dann danke, dass du schön vorbeigekommen bist, dich vorstellen. Dann tun wir dich jetzt ganz sanft verabschieden, dass ich quasi kann... Tschüss, Caro. Danke vielmals, dass wir uns unserem Klemmbausteine-Stream widmen. Und mit der Caro, ciao, haben wir dann das nächste Mal das Vergnügen. Ich muss mal geschwind mich ein bisschen anders einrichten. Wo sonst... das ist ja richtig laut eingestellt. Das ist aber ein bisschen das Problem, wenn man das zweite hier ist. Wir haben ja das schon mal gesehen beim Podcast-Stream mit der Steffi, dass das ein bisschen mit Problemen verbunden ist. Ja, weil es einfach nicht so gäbig ist, wenn 2 Leute, die nicht die gleiche Distanz haben, zum Mikrofon aufnehmen. Auch wenn es natürlich viel lustiger ist. Und ja, was haben wir heute? Der letzte Stream, wie gesagt, mit mir bis auf... Also nicht bis auf weiteres, einfach bis im Oktober. Ich glaube nachher am 4. Oktober Dienstag, das bleibt dann auch beim Dienstag, weil wie gesagt, wir stellen um, dass wir am Dienstag halt im Büro sind. Infolgedessen bin ich dann halt auch am Dienstag da und wir machen den Klemmbaustein-Stream am Dienstag. Sonst muss ich 2-mal da rausrösseln und einmal nur für den Stream und ich habe doch 1 Stunde 15 bei dem Verkehr am Morgen und am Abend. Ja, und in diesen 2,5 Stunden kann man doch Besseres machen, den Tagsdurch. So, wo sind wir stehen geblieben beim letzten Mal? Wir sind stehen geblieben bei unserem Porsche Turbo von Lego. Wir haben gerade noch die Lenkstange installiert das letzte Mal. Finde ich immer noch geil, dass das so schön ineinander hineingreift mit Zahnrädern und so. Und bei dem machen wir heute auch weiter. Und für das schalte ich doch einmal auf unsere Lego Cam und packe mal die ganzen Säcke noch aus, weil wir müssen ja irgendwie ein paar Sachen verbauen. Und Good News, also es kann sein, dass es ein längerer Stream wird. So, und wird das einfach fertig gebaut. So wird es kommen. Ich schaue jetzt, dass das Mikrofon ein bisschen lauter eingestellt ist. Das heisst, wenn ich da in der Nähe bin, wird es vielleicht ein bisschen ausschlagen. Aber wir schauen mal, wie das Ganze läuft. Weil wenn ich mich halt wegbewege, dann hört ihr schon ein bisschen weniger, oder? So, gut. Also einmal der da vorne. Und hey, ich habe es sogar sortiert in der Kiste versorgt. Das ist ja perfekt, wenn ich da vorbereitet bin. Dann suchen wir uns mal die Seite, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, es war irgendwie 127 ist mir noch gewesen, weil ich ganz am Schluss noch dort stressen, dass wir genau Kupplungsschalter noch, das haben wir aber auch noch verbaut. Und hier 6. Beim 6. Beutel, genau, da sind wir angekommen. Seite 130, geht irgendwo bis so 140 oder so. Perfekt. Verstehst du alles gut? Super, das freut mich, danke.
Merci vielmals fürs Feedback. Wie bist du heute aufgestanden? Hast du heute einen super fitten, guten Tag? Also ich krame ja grundsätzlich meine Energie für die 2 Stunden mit euch, ich die zusammenkrallen, weil sonst, wenn ich da rausfahre und ein bisschen früher muss aufstehen, dann ist bei mir schon ist für mich der Tag immer ein bisschen Horror. Bringt immer meinen ganzen Biorhythmus durcheinander. Ja, wir arbeiten halt sonst im Homeoffice. Also, man muss natürlich nicht, aber es ist halt gäbiger. Also, wir brauchen zweimal die kleinen 2er schwarzen und 2 weisse. So. Ah, schön. Nochmal eins klemmen mit euch zusammen. Bevor ich mich da grossartig verabschiede. Das freut mich. Alles tipptopp. Schön. Also dann bist du ready in dem Fall fürs Wochenende auch. Hat er alles organisiert? Also wir haben einmal soweit alles organisiert. Für die es nicht wissen, am Samstag habe ich nochmal eine grosse Hochzeit. Also unseres. Und die gute Pika ist eben dort auch dabei. Da freue ich mich, dass wir uns mal wieder sehen. Es ist ja wirklich schon sehr lang her. Mhm. Du hoffst, du hast alles. Was soll ich denn mehr sagen? Wird schon gut kommen. Hauptsache es gibt irgendetwas zu essen und die Leute können irgendwo schlafen. Das ist doch schon mal gut, oder? Dann ist in der Regel das Wichtigste abgehakt, finde ich. Wie geht's mit dem Häkeln? Hast du ein neues Projekt? Wo man darf bei dir gespannt sein drauf? Ich glaube, du bist immer noch bei den Babydecken am Häkeln, glaube oder? Sie macht wirklich mega schöne Sachen jetzt. Sie ist ja sonst eigentlich Illustratorin selbstständig. Aber jetzt neu, glaube ich, aufgegriffen, oder? Oder mehr oder weniger neu. Darf ich, glaube ich, schon sagen, oder? Dass du noch ein bisschen am Häkeln bist. Es hat einmal sehr cute ausgesehen. Ist gerade ein Shigi am Häkeln als Geschenk. Ah, so gut. Da sehen wir dann sicher ein Foto davon auf deinem Instagram. Freue ich mich schon drauf. Hast du eigentlich lang gehabt, bis dich das hast können? Also ich stelle mir das halt relativ kompliziert vor, eigentlich, bis die Technik mal draussen hast und nicht irgendwie 2 Stunden für einen laufen hast oder so. Oder ist das, wenn man zeichnen kann, dann kann man auch das? Oder wie ist das? Innerhalb von einer Woche schon Basics. Okay. Das ist ja krass schnell. Ich habe mir ja schon lange kein neues Hobby mehr angeeignet. Also natürlich fehlt es auch ein bisschen an der Zeit. Aber ich finde, ich sollte mal die Sachen, die ich habe, auch mal fertig machen.
bin zum Beispiel immer noch am D&D-Quellenbuch. Bin ich immer noch dran. Aber halt jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr so oft. Jetzt wieder ein bisschen öfters. Muss das? Muss das? Nein, das muss nicht so. Ah, so muss das. Sieht jetzt komplizierter aus, als es ist. Okay. Das ist vielleicht noch mit vielen so Kunstsachen der Fall, dass man einfach zu viel Respekt hat davor und grundsätzlich einfach mal sollte anfangen und üben. Aber lässt man sich halt oft einfach ein bisschen einschüchtern, dass man gar nicht müsste. Also nicht, dass nur weil ich jetzt eine Woche lang würde zeichnen, so gut könnte ich zeichnen wie du. Das natürlich nicht. Da hast du Jahre dafür aufgewendet. Aber eben, wenn du gar nicht anfängst damit, dann ja, wirst du natürlich auch nie nicht hinkommen. Jetzt brauchen wir ganz ein einziges so spezifisches Teil. Nur ein einziges. Wo ist denn das? Ah, da ist es. Gut, und noch ein durchsichtiges. Ja, ich glaube, da können viele ein Lied davon singen von irgendwelchen Projekten, die sie nicht abgeschlossen haben. Wo man immer denkt, ja, mal, das wollte ich jetzt mal machen, da wollte ich gut werden drin. Keine Ahnung, mal irgendwie ein Buch anfangen zu schreiben und dann so nach den ersten 3 Seiten denkst du so, ach shit, das braucht schon noch viel Zeit und Hirnschmalz. Dann kommt wieder irgendein anderes Thema und denkst, ah ja, Fotos. Ich wollte jetzt Fotograf werden. Es können doch so viele Leute, ich mache das mal. Oder wenn ich nur schon an die ganzen Figürchen denke, bei mir daheim für D&D und Co., die einfach rumliegen und niemand bemalt sie. Ich muss sie alle selber anmalen. Aber ich bemal sie eben auch nicht. Darum, ja, schwierig. Schau, jetzt haben wir da die erste Tür. Geht sogar richtig gut. Also ein bisschen haken sie noch ein, aber wahrscheinlich, wenn wir es dann fertig konstruiert haben, geht das recht gut. Und jetzt sicher dasselbe nochmals, wie wir die auf beiden Seiten Türen. Wenn ein Projekt nicht beim ersten Mal gut kommt, dann bist du demotiviert. Ja, ich glaube eben der Druck, den man sich selber macht mit so neuen Sachen, weil man dann automatisch anfängt, sich mit Profis auch ein bisschen zu vergleichen. Hey, der kann das, wieso sieht das bei mir nicht so gut aus? Ja, das nervt halt irgendwie ein bisschen, das verstehe ich absolut. Aber da muss man sich bewusst ein bisschen distanzieren. Nicht, dass ich nicht anders, dass ich nicht genau gleich wäre, oder? Also, ich denke genau, hey, komm, ich kann doch das. Gerade wenn wir jetzt Figürchen nehmen, oder gibt es ja so viele Künstler mittlerweile auf der ganzen Welt, die zum Teil auch Anleitungen machen. Und dann denkst du, ja gut, also der sagt ja, welche Farbe das ich brauche und wie ich die muss auftragen und dann kann ich das auch. Und dann fängst du an und am Schluss schaust du das Figürchen an und sagst, hey, so ein Scheiß. Also es sieht ja überhaupt nicht so aus. Aber ja, wenn du ein bisschen dran bleibst, irgendwann bist du dann halt gleich an dem Punkt, wo es zumindest für dich selber irgendwie pleasing aussieht. Also ich bin jetzt mit der Figur wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich finde, mal, so bin ich eigentlich recht zufrieden damit. Klar kann man noch immer mehr Details ausarbeiten und noch länger dran hocken, aber
Ich hocke, also die Figuren, die sind so gross, hocke ich sicher insgesamt 10 Stunden an einem. Und das ist dann halt schon viel Zeitaufwand für nur ein Figürchen. Und wenn du dann eben ein bisschen mehr Übung hast, dann bist du grundsätzlich auch schneller. Pause und Abstand, ja. Ich glaube, da kannst auch du ein Lied davon singen, wo du ein bisschen eine Pause gemacht hast. Hätte das wirklich auch geholfen, um wieder deine Freude am Zeichnen zurückzugewinnen? Oder anders gefragt, was war ausschlaggebend dafür, dass du wieder angefangen hast zu zeichnen, damals, wo du die Pause gemacht hast? Es ist eigentlich gerade cool, haben wir dich da. Können wir für die Leute, die das vielleicht auch noch interessiert oder so, ein bisschen Lebensratschläge reinholen. Stimmt, nein. So. Du glaubst, es war Streamer gewesen, dass sich das zurückgeholt hat? Okay, das ist mega interessant. Also ein bisschen die Interaktion mit den Leuten und das Live-Feedback und so ein bisschen der soziale Aspekt vom Streamen in diesem Fall. Ich habe das so toll gefunden zum Zuschauen, ja. Darum hast du es dann wieder regelmäßiger gemacht. Ja, aber ich meine, die Community hast du auch mal aufbauen, oder? Das war dann auch schon eine Leistung gewesen. Aber zu deinen Höhepunktzeiten hast du wirklich sehr viele Zuschauer gehabt. Und das hat schon. Ich finde das sehr beeindruckend. Also, vielleicht mal so einen Einblick noch geben ins Leben von Streamers. Ich weiß nicht, da könnte jetzt Steffi natürlich noch viel mehr erzählen und vielleicht auch Pika. Weil ich habe halt schon weniger Erfahrung wie sie, aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, es ist halt schon recht herausfordernd, weil du relativ viel Zeit investierst, in gewisse Themen aufzuarbeiten, wo du nachher dir parat leist, dass halt die ganzen Zuschauer ein bisschen kannst unterhalten, weil ja nicht alles immer gerade genug viel Substanz hergibt von dem, was du streamst. Vor allem am Anfang, wenn du im Aufbau bist von deinem Streaming-Kanal, dann ist es ja eigentlich wichtig, dass du am Reden bist, wenn Leute kommen, oder? Das finde ich, habe ich zu dem Zeitpunkt dort am Anfang mega geil gefunden, bis ich dann halt gemerkt habe, dass ich mit meinem Job, damals noch bin ich im Service gerade, ja, dass es einfach ein bisschen too much war. Ah ja, warte mal, jetzt habe ich da noch etwas vergessen. Da die eine Seite fehlt ja noch. Da noch abschließen. Ja, und dann eben mit dem Service, mit dem Arbeiten dort. Dann am Abend bist du heimgekommen oder am Nachmittag natürlich in der Zimmerstunde. Bist dort angehockt und hast Vollgas gegeben. Das war krass. Du bist dann ziemlich schnell einmal halt an dem Punkt, dass du sagst, ja, hey, ich kann vielleicht nicht jeden Tag streamen, oder? Ausser ich committe voll dafür. Und ja, gebe halt einen Teil von meinem normalen Arbeitsleben dafür auf. Was wir viele gemacht haben.
der Stress und der Druck war das Negative beim Streamen. Siehst, eben, du sagst das auch, Pika. Ich glaube, vor allem die Jüngeren, die jetzt lange Zeit halt gesagt haben, hey, ich will Streamer werden und so, ich will YouTuber werden und weiss ich was alles. YouTuber kann ich noch innen nachvollziehen, aber Streamer, das ist halt fucking, also wirklich ein harter Job, oder? Vor allem bis du mal an dem Punkt bist, wo du entsprechend Zuschauer hast, dass du überhaupt regelmäßig Leute bei dir hast, wo dich kannst damit unterhalten, wo dich freust, wenn sie wieder da sind und so. Was, jetzt hast du irgendwie... das mal erlauben da. Zahlen, Abos und interaktiv sein auf Social Media etc. Genau, das ist noch dazugekommen. Ja, du hast die ganzen Social Media Kanäle so abfüllen. Und dann die ganzen Grafiken, dann hast du Streamlabs entsprechend programmieren, vielleicht noch irgendwelche Minigames für Zuschauer. Dann hast du noch die ganzen Backgrounds und Illustrationen, die ja auch du gemacht hast für viele Leute. Vielleicht, also ich glaube, das grösste Projekt vom Bekanntheitsgrad dürfte wahrscheinlich der Manu sein von German Let's Play, oder? Und das ist dann halt krass viel Stress, oder? Bei dir vor allem war es nicht nur ein Streamer gewesen, sondern gleichzeitig noch der Job, den du während dem Streamer gemacht hast und nachher noch weitergeführt hast und dann eigentlich noch die ganzen Social Media Sachen hast müssen machen. Das frisst dann halt extrem viel Zeit. Aber ich glaube, aus dem bist du ja jetzt ein bisschen draus. Jetzt hast du ein bisschen mehr Balance zurückbekommen in deinem Leben. Und ja, darum, ich weiß auch nicht. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass ich prädestiniert bin dafür, euch Tipps zu geben, aber wenn ihr wollt starten mit sowas, dann seid euch einfach bewusst, dass es eine richtig harte Zeitfresser ist. Vor allem am Anfang. Aber ja, der Weg zum Erfolg ist noch nie irgendwie grün bewachsene Wiese im Morgentau mit Morgentau gewesen oder so. Da muss man halt immer ein bisschen dafür kämpfen, oder? So. Hä? Da sind wieder zwei Sachen aufs Mal. Bin ich schon leicht verwirrt gewesen. Ja, ich muss natürlich ein anderes Teil nehmen. Dann wird es schwierig. So. Hey Spu! Willkommen, schön bist du da. Am Dienstag, sehr schön. Die Arbeit hat sich da einfach verleiht. Streamer keinen Platz mehr gehabt. Ja. Also ich finde es auch mutig, wenn man den Schritt nachher kann machen und sagen, ich lasse es sein. Und ja, versuchen irgendwie anders meine Erfüllung zu finden. Ja, eben, siehst du schon. Also Pika hat viele Leute glücklich gemacht. Und ist ein willkommener Gast überall. Das ist natürlich schön, oder? Wenn man so wieder erkannt wird. Das macht Freude. Spru, wie geht's dir? Geht's dir gut? Hast du einen guten Tag heute? Ich bin ja ein bisschen im Stress. Also nicht jetzt gerade, die 2 Stunden nicht. Das sind quasi meine 2 Stunden Wellness jetzt mit euch.
Aber ja, für die Übergabe, bis ich eben nachher weg bin, will ich weg bin, gibt es doch noch das eine oder andere zu tun. Und ja, nicht wenig natürlich. Also, als ich das letzte Mal so lange in der Ferien war, das ist viele Jahre her. Gute 8, 9 Jahre auch. Wenn man im Homeoffice ist, dann geht es immer gut. Ah ja, schön. Vom Bett aufstehen, noch die Haare ein bisschen wegrichten, Kaffee rauslassen und dann noch hocken. Es ist halt schon... Also ich bin froh, haben viele Leute jetzt während dieser Corona-Zeit gesagt, ja komm, wir führen doch das Homeoffice ein, fix, und wir nehmen es nachher auch nicht weg und die Leute können selber entscheiden. Es macht halt viele Sachen einfacher und es macht auch Jobs, die vielleicht früher wegen der Distanz unerreichbar sind, halt heute eben erreichbar, wo du vielleicht denkst, ja mal, ich tue mich bewerben, weil sie haben halt, sie bieten Homeoffice an. Und dementsprechend ein bisschen weiter über Kantonsgrenzen weg dich kannst für Jobs bewerben, wo du sagst, oh, das ist voll geil, das wollte ich machen dort. Auf das warte ich schon lange eigentlich. Wie lange wir nach der Hochzeit in die Ferien gehen? Wir gehen vom 30. bis am 30. Also August bis September, also wirklich einen Monat lang Westküste abklappern von Amerika. Wir sind beide noch nie da gewesen und wir haben gedacht, mal, jetzt machen wir das, weil Strandferien können wir dann immer mal noch machen. Und Strand ist Strand, mehr oder weniger. Also die ganzen Strandfreunde werden jetzt das wahrscheinlich verneinen. Aber ja, für mich ist Strand Strand. Und wir gehen auf San Francisco, landen dort und dann gehen wir eigentlich ein bisschen über. San Diego, Las Vegas, Grand Canyon, auf bis Yosemite, noch ein bisschen irgendwo Disneyland dazwischen und dann wieder alles quer durch und rüber. Fahren wieder zurück auf San Francisco. Und alles dazwischen lassen wir ein bisschen offen. Also wirklich nur Grobplanung und dann, ja, dort, wo es uns einzieht, dort bleiben wir dann vielleicht ein bisschen. Ja, danke vielmals. Wir werden es sicher genießen, ja. Wir haben aber genug grosse Koffer dabei. Das sollte ja alles Platz haben. Das Einzige, was ich gespannt bin, ist wegen der Wäsche. Es hat ja da die Laundries, wo du kannst deine Wäsche durchlassen. Ich war noch nie so einer in einer öffentlichen Wäscherei. Aber ja, ich meine, es gibt ja nicht grosse andere Möglichkeiten, außer irgendwo in einem Hotel und du zahlst einfach viel zu viel dafür. Darum ja, mal gucken, wie das so wird. Aber falls jemand von euch schon mal da war und weiss, wie das läuft, bitte, bitte geben wir doch Tipps. Oh, jetzt gibt es noch ein Armaturenbrett. In Australien bist du auf den Campingplätzen die Wäsche waschen. Okay. Also eine Wäschküche oder was, so am Fluss über einen Stein geschlagen oder wie genau? Hey, Las Vegas natürlich, ja, Pica sind wir auch. Ja. Muss man ja fast, wenn man übergeht schon und die Strecke abklappert, gehen wir natürlich noch ein bisschen auf den Strip. Okay, die haben auch Waschmaschinen. Ja, ich weiss natürlich nicht, wie das aussieht, ob die das auch haben. Aber ja, ich denke, das gibt es ja ziemlich überall, oder?
So, jetzt muss ich schauen, dass das da schön drauf kommt. Nee, eben nicht so. So, jetzt. Da haben wir unser schönes Armaturenbrett in braunem Echtleder. Hä? Hast du schon wieder etwas vergessen? Tatsache. Dass da noch die roten Knubbels drauf tun. Ist jemand von euch schon mal da gewesen, an der Westküste und so? Wollt mir vielleicht noch irgendwelche Tipps mit auf den Weg geben, was man unbedingt muss anschauen muss? Ich habe so das Gefühl, ich habe die Rückheckscheibe habe ich da drauf. Die ist sehr gerade, also es ist wirklich einen komischen Eindruck gemacht. Mal jetzt sieht es besser aus. Da noch in den Dreck wegnehmen. Mit welchem Produktionsstaub. So, jetzt sieht es gut aus. Eigene Waschmittel kaufen, ja. Ja, ich denke, das wird wahrscheinlich nicht gross vermeidbar sein. Ich hoffe einfach, es gibt irgendwie gibt's in Amerika so auch Kleinpackungen oder so, wo sonst ja, irgendwie so 5 Liter Kanister Waschmittel rumschleppen. Ja, gut, wir haben ja ein Auto. Also für die ganze Zeit ein Auto gemietet. Das sollte dann eigentlich schon gut gehen. Dann bist du mit dem durch OC gereist. Mit ein paar Dollar können Maschinen, okay, die Waschmaschine, das Waschmittel reinleeren. Ah, easy. Waschen alle mega kühl. Okay, ja, kann natürlich sein, dass die öffentlichen, also die wollen ja auch irgendwo in der Kohle machen, oder? Und heisses Wasser kostet halt mehr. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Also ich kenne nur die öffentlichen Laundries, kenne ich nur von den Filmen, oder? Diese riesigen Maschinen, wo du deine Wäsche reinrührst und dann nimmst du so ein Hochglanzmagazin, hockst 2 Stunden dort und schaust, wie die Wäsche sich dort im Kreis dreht. Das eine Shirt ist gar nicht mehr sauber geworden. Uiuiui. Okay, dann vielleicht irgendwo zur Not dann gleich irgendwo in einem Hotel, oder? Also rein schon auch aus Hygienegründen, oder? Und jetzt das... Wow! Also ich weiß nicht genau, warum das soll vorgehen, aber wahrscheinlich geht es einfach so hindern. Das macht am ehesten Sinn. Ja, ja. Voll. Weil dann ist das da auch mehr oder weniger flach. Hey, cool! Unsere Frontscheibe. Ah, da steht da sogar noch etwas in der Anleitung. Die Porsche 911 wird ausschließlich im Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen hergestellt. Das ist ja interessant. Ah, und das muss klicken. Ah, ja, jetzt hat es geklickt. Irgendwo rastet das ein. Und man sollte es nicht mehr vornehmen, habe ich jetzt gerade gemerkt. Uiuiui. So, okay. Hey, nice! Das war Sack Nummer 6, jetzt haben wir zum 7. Du musst ins Disneyland, Universal Park, beziehungsweise... Also ich muss, okay, ja. Also wir gehen sicher ins Disneyland.
Und dann Harry Potter Land gehen wir sicher auch noch abklappern und werden wahrscheinlich unser halbes Hochzeitsgeld dort verbraten. Und mit halb schlechtem Gewissen wieder rauslaufen. Kann man gut vorstellen, ja. Aber das werden wir uns auf jeden Fall geben. Das wäre schade, wenn wir das nicht würden. Da habe ich viele gute Sachen gehört. Oh, sie ist Australien. Okay. Danke vielmals für die Aufklärung. Jetzt machen wir den ganzen Vorderteil mit dem Kofferraum und so. Sehr schön. Ich finde es auch krass, wie in diesen Freizeitpark. Da denkst du immer, zahlst den Eintritt, gehst rein und dann hast du eigentlich schon alles dabei, oder? Du kannst richtig die Sau rauslassen und überall auf die Bahnen und so, was ich zwar auch nicht gegangen nur ungern. Und dann war es das. Aber nein, du musst immer noch irgendwelche komischen Merch-Sachen kaufen und andenken und ja. Und dann ist das ganze schöne Geld weg. Also ich bin fast froh, dass ich nicht so ein übelst eingefleischter Star Wars Fan bin und noch mehr irgendwie ein Lichtschwert muss kaufen für $350. Dass ich den Zwang nicht verspüre. Bin ich doch ein bisschen dankbar. Ich glaube, da hätte ich auch jemand nicht ganz viel Verständnis dafür. Also ich sag's so, ich müsste sicher mit meinem Geld zahlen. Wie ist das so, wenn ihr ein Togepi-Event gibt? Wieso? Also das Plüsch? Also Squishmallow Togepi oder wie? Du nimmst alles von Harry Potter, Game of Thrones, danke an merci, jawohl natürlich, bringe ich dir alles. Einen ganzen Drachen mit einem Frachtflugzeug tue ich dir einfliegen von Amerika. Hast du dir verdient. Egal was, einfach Togepi, okay. Pokémon Center, ah ja, cool. Nintendo Land in Japan, ja, Japan ist natürlich sowieso auf der Bucketlist. Irgendwann kommt das mal noch. Ich glaube, unser guter Oliver vom Team, dem sein nächstes Ziel ist Japan, das haben sie schon mal beschlossen. Ja, ich hoffe, er nimmt einen genug grossen Koffer mit, wenn er dann geht. Weil der muss definitiv für viele, viele Leute hier viele Sachen mitnehmen. Also für mich muss es sehr wahrscheinlich ins Ghibli, also nicht das Ghibli Museum, ich weiß gar nicht, gibt es jetzt Sachen zum Kaufen, aber es gibt ja so einen Ghibli Store. Der Troy, nein, der Oli. Nicht der Troy. Also ich weiß nicht, ob der Troy vielleicht auch auf Japan geht oder war. Maybe. Ah, der Troy fängt ja mal mit Satisfactory an. Ach, so gut, ich bin nie denn. Ich liebe das Game. Ja, unser Oli, ja. Unser Oli. Also, falls ihr euch wundert, ich der Oli in meinem Team und Gara, der vorher da war, wir alle haben auch mal mit der Pika zusammengearbeitet. An einem gewissen Ort. Darum kennen wir uns jetzt auch schon recht eine Weile. Troy heisst auch, ich weiß auch nicht, ich sage ihm auch nur Troy. Kann sein, dass er eigentlich Oli heisst. Hey, wir haben über 1500 Mitarbeiter, das ist ein Fall der Horror mitnehmen. Für mich sowieso, ich sag dir, hoi Spu und dann machst du Pup und tschüss.
Also wirklich, wenn ich mal irgendwie 60, 70 bin, geschweige denn 80, dann laufe ich eigentlich nur noch durch die Gegend und sage einfach «Hoi, ciao, salut, hoi, salut». Mehr gibt es nicht mehr von mir zu hören. Hey, jetzt brauche ich noch mal so ein Gitterli. Bitte. Ich sehe es einfach nicht. Ah, da ist es. Ja, kennst du nur die Nicknames, wenn die Leute das gamen. Also ich meine, einer, wo ich schon lange mit ihm zusammen game, der kommt auch an die Hochzeit. Und ich sage ihm immer seinen richtigen Namen. Aber er sagt mir immer den Gamer-Namen. Also das wird eigentlich auch mega witzig, oder? Aber wir kennen das jetzt schon so lange und sehr gut, dass es nicht weird ist. Und er war auch schon bei uns und so. Von Holland. Oder runter. Ich weiß gar nicht, Pika, ob du mit dem schon zu tun hast. Ich glaube, dein Mann hat ihn schon mal gehört und mit uns zusammen gespielt. Der Visuri heisst er online. Wir haben mal damals in einem grossen Forum, wo ich war, haben wir so einen Forum-Treff gemacht. Das ist ja eh schon grundsätzlich weird. Oder so Forentreff. Wie Gildentreff finde ich geht noch. Ist auch ein bisschen komisch, aber Forentreff ist halt so, jetzt sind vielleicht Leute, die auch einfach nur aufregen. Aber wir haben dann ein bisschen aussortiert und uns irgendwo im Ghetto rausgetroffen. Frag mich nicht mehr, wo das war. Und einfach alle haben ihre Nicknames benutzt. Das war so weird gewesen. Also habt ihr den Sandman gesehen? Das ist so wie Serial Convention, wo alle ihre Nicknames benutzen. Etwa so war das gewesen. Auch vom Feeling her. Sehr akkurat gewesen. Was meine lieben Damen und Herren, unser XXX, der grosse Cyril XXX. Ja, sicher. Wie man mich benamselt, also Garo sagt mir ganz fies und gemein zwischendurch Gyril. Aber ich hoffe, das setzt sich nicht durch. Hey Troy, schön bist du da. Ich bin schon gehypt wegen Satisfactory im Fall. Ich freue mich, wenn ich dir da zuschauen kann. Gyril, ja, hey, I don't know. Ich weiß auch nicht, ich finde es ganz schlimm. Also im Internet hast du zwei Nicknames, der ist Reggie Rage, so was. Ich weiß auch nicht, früher hat man sich bei den Xbox Live Tags einfach nichts überlegt und irgendeinen Scheiß angeschrieben gehabt. Wenigstens habe ich nicht 6x drin. Auch nicht das Minimum von 4x, das finde ich schon mal gut, weil da kann ich doch noch weiter benutzen, ohne mich zu fest schämen. Unter anderem ist Cerulean Tales, aber den brauche ich nicht wirklich aktiv momentan. Ah, vielleicht einmal, wer weiß. Hä? Also es kommt voran. Ich dachte, wieso ist es auf der einen Seite weiß und auf der anderen schwarz? Wie geht's dir, Troy? Oh ja, Sydney als L. Wichtig, ja. Ja, stimmt. Ich könnte natürlich ein Serial daraus machen. Da könnte man gerade noch mal Sandman aufgreifen und Serial Convention, Serial Killer, I don't know. Also das wäre so das Counter-Strike. Soll ich da nicht mehr. Was habt ihr so für alte Namen gehabt? Habt ihr irgendwelche so Xbox Live Tags oder so früher, wo ihr gedacht habt, hey, nein, please, das kannst du dir heute nicht mehr geben? Oder habt ihr schon immer so geheißen, wie ihr jetzt
heissen. Merci vielmals. Ja, bitte unbedingt 1980. Spoo, please. 1980. Also, ich bin als Verstanden nicht so, wie sagen wir, eingebildet, aber 1980 ist jetzt schon leicht beleidigend. Also bitte. Sehe ich so alt aus? Aber ja, gut. So Emo-Zeiten. Oh, Emo-Zeiten, schön, ja. Emotional XXX. Und dann irgendwo im Rüebli-Land-Chat mit 14 irgendwelche so notgeile andere 15-Jährige umgarnt und sie dann in den Wind geschossen. Emo-Zeiten. Gibt's die heute immer noch, Emo-Zeiten? Und Troy sein war Space Oli Ad. Der Space Oli. Wieso Space? Ist immer Lost in Space gsi. Finde ich geil. Game Master 1990, danke. Ist schon näher dran. 88. Ist schon näher dran. Aber 1980, ja. Okay, alles gut. Ich bin ja überhaupt nicht beleidigt. Nee. So. Deine Mail war Chatterpalast. Das war von einem Chatter-Forum. Jesus Christ, ja wirklich. Chatterpalast. Oh, die alte E-Mail-Adresse. Ich weiß gar nicht, was meine erste war. Ich glaube, meine war schon immer recht nahe an meinem Namen, aber ich hatte sicher auch so creepy Namen gehabt. Also ich weiss noch, meine erste Mailadresse ist ohne mich daran erinnern, ist einfach ReggieRage77 gewesen, weil es ohne schon vergeben war. Ach was. Oh, die Namen, hey. Die guten alten Zeiten. Früher noch im Chat, im Forum. Einfach toll. Hä? Ah, da kommt ja... Oh shit. Ich habe wieder alles auseinandergerissen hier. Ein Teil noch vergessen. So. Nein, falsch rum. Ah, jetzt geht sie aber gut auf und zu. Jetzt ist perfekt. Ui, der lödelt da, aber wie Sau, hey. Früher war alles besser gewesen. Ja, viele Sachen. Viele Sachen. Und da tönen wir doch alle wie Boomers. Unite the Boomers. Boomers reunited. Ja. Ich glaube, über das haben wir schon mal diskutiert, eben die alten Foren und so. Ach, das war halt schon lustig. Nach der Schule heimgesäckelt, gerade irgendwie ein Rüebli-Land-Chat oder chat.ch oder irgendwelche Foren, MSN Messenger, MySpace. Oder wie hat das vorher geheißen? Weiß ich gar nicht mehr. Netlog. Hat es nicht noch Netlog oder so etwas gegeben? Ist das auch noch etwas gewesen? Das war eigentlich schon creepy gewesen, oder? Also ich weiss ja noch, meine Eltern haben das aber nicht ganz verstanden, was ich dort mache und sind zum Teil leicht besorgt gewesen. Oh shit. Fuck.
Einmal demontieren, bitte. So. Alles gut. Nicht passiert. Doch nicht der einzige im Netlog in dem Fall. Das war der Vorgänger von Facebook, oder? Nein, wirklich. Habt ihr euch im Netlog gefunden? Das weiss ich schon gar nicht mehr. Jesus, herzig. Da hat ja Netlog wirklich etwas Gutes zustande gebracht. Wie war das im Netlog? Hat man dort einfach Profil anschauen? Oder hast du noch ein Profil durchsuchen von Leuten, wo du kennst, die sie kennen, quasi? Oder hat es jetzt so einen Chat gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Wie seid ihr denn aufeinander aufmerksam geworden dort? Was das willst du erzählen hier überhaupt? Das ist dir völlig freigestellt. Du hast alles anschauen. Ja, ich weiss auch nicht, ob es MySpace war oder Netlog, wo du so voll die fancy Profilseite hast können machen. Wo richtig viel Arbeit reingesteckt hast, dass sie richtig geil aussieht. Gibt doch da die Google-Archivseite. Findet man dort echt noch irgendwelche alte Netlog-Profile drauf? Kannst du da einfach super Foto drin gehen? Ich verlange, dass ich das Foto mal sehe in dem Fall. Ist mehr auf MySpace gewesen, Boo. Wo man kreativer sein. Okay. Ich weiß auch nicht mehr, auf welchem ich aktiv war. Das ist schon so extrem lang her. Aber ja, sicher MSN Messenger. Dort immerhin einen fancy Chatnamen und einen geilen fancy Status, wo die Leute denken, boah, shit, der Typ ist geil. Er ist cool. Er ist mega, er raucht nicht. Hey. Hä? Aber ich bin schon ein bisschen dämlich, bin ich glaube schon. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass es so angehört. So. Jetzt aber. Da noch ein bisschen unseren Radkasten vervollständigen. Du hast gefragt, ob er gamet, Pika. Und das hat gelangt, um dich zu überzeugen. Und du hast gefragt. Also stell dir vor, in der heutigen Zeit würde die Leute überrennen, hey, wenn das irgendwo würdest posten. MySpace hast du auch gehabt, Troy, und That's Me. That's Me kann ich gar nicht glauben. Das muss bei mir vollständig irgendwie vorbeigegangen sein. Hey, das Buch, ich wünsche dir einen guten viel Spaß beim Kochen. Ihr beide sind That's Me Kiddies gewesen. Als Buh, willst du überrannt werden, wenn du gamest? Mach doch irgendwie noch, keine Ahnung. Tu das irgendwie auf, wie heißt es? Bumble, ein Profil auf. Und schreib, du tust gamen, dann kommst du sicher irgendwelche Anfragen über. Also ein Scherz, okay, gut. Das sind meistens eben so die Hoffnungslosen, die gerade auf die Leute drauf losgehen.
es hat halt schon einen Reiz, wenn du selber als Mann gamen und dann eine siehst, wo dich anspricht und cool ist und dann noch siehst, sie gamet auch. Das ist schon nochmal ein Plus, oder? Wenn du dann ein gemeinsames Hobby hast, das doch relativ viel Zeit einnimmt. Also gerade kürzlich erst bei jemandem verschrocken im Instagram, also bei einer, die gepostet hat, dass sie 100% bei Elden Ring erreicht hat und sonst eigentlich nur Partyfotos. Und da bin ich auch so Respekt. Bumble. Ja, Bumble ist das neue Tinder. Also neu ist es auch nicht mehr, aber ja. Nein, ich nenne dich noch nicht hoffnungslos. Nein, sorry. Nein, da haben wir uns jetzt voll falsch verstanden. Sicher nicht. Nein, Entschuldigung. So ist er nicht gemeint. Nein, aber wenn du wirklich unbedingt jemanden suchst, weißt du, ich zeige dir ja nur Möglichkeiten auf. Also, mein bester Kollege ist eben auch gerade ein bisschen am Bumblen und recht erfolgreich sogar. Aber der Unterschied zu Tinder ist, die Frau muss den ersten Schritt machen. Und dann hast du, glaube ich, 24 Stunden zum Reagieren. Und wenn du halt nicht reagierst... Wenn du halt nicht reagierst, dann wird der Chat gelöscht und kannst einander nicht mehr kontaktieren. Das ist noch interessant. Da war es eine Schweizer Seite. Du bist dort 2005 circa. Das ist eine relativ genaue Angabe. Ich würde sagen, irgendwo zwischen 1990 und 2010 bin ich aktiv gewesen. Du kannst das ja noch gut eingrenzen. Eine Schweizer Seite, that's me. Never heard im Fall wirklich. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Habbo Hotel? Irgendjemand bei Habbo Hotel gsi? Ich habe dort nur mal schön reingeschaut. Ich habe es eigentlich noch witzig gefunden, aber es hat mich irgendwie nicht behalten gehabt. Oder hat jemand von euch mal Second Life gespielt? Gibt's das noch? Das war so krass damals, weil so viel Kohle dort reingeflossen ist. Weil Leute sich wirklich wollen, so die Existenz aufbauen. Das versuchen sie doch jetzt wieder mit dem Multiverse, oder wie heisst es? Quizräume, so eine Art Pub-Quiz, ja voll. Ich glaube so, das war die erste Form von, wo heute halt VR-Chat ist. Mit irgendwelchen Karaoke-Räumen und so. Also ich bin nie dort gewesen. VR-Chat, aber es ist ja genug im Internet umgegeistert, dass man weiß, was das ist. Nur noch so ein Zweierli. Jawohl, danke. Hey, jetzt kommen wir ja richtig schnell hier vorschein. Bam. Ach, ich liebe das, wenn es so schöne Abrundungen hat. Das fühlt sich dann so fertig an. Und wie das alles schön ineinander reinpasst. Ah ja, du bist ja die mit Ragnarok Online. Ah ja, sehr ein schönes Spiel. Für die, die es nicht wissen, so eigentlich ein östliches RPG, MMO in der isometrischen Perspektive mit Sprites, also so pixelartige Charaktere, verschiedene Klassen und so. Und sehr gute und grosse Community gehabt, mit vielen Treffen auch im Real Life.
Ja, und du hast selber, glaube ich, können Shops machen, oder? Da hat immer in diesen Städten hat's ganz viele Leute gehabt, die ihren Shop aufgemacht haben und AFK gewesen sind. Hast du dort auch so einen Shop gehabt, Spu? Bei der Pika war es World of Warcraft Burning Crusade gewesen. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, bei mir war es Dark Age of Camelot gewesen. Und dann nachher, ja, wo WoW Beta kam, ist bin ich dann auf WoW umgestiegen, ja. Da hast nie so viel Geld gehabt. Thief Assassin und kein Merchant. Also Händler ist eine eigene Klasse gewesen. Siehst, das ist schon so lange her. Also ich habe es ja nicht lang gespielt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß, was es ist. Aber interessant, ja, ist das eine eigene Klasse gewesen. Das finde ich jetzt noch relativ interessant an neue Expansion von WoW, wo ich immer noch so ein bisschen passiv verfolge, weil ja, wenn man halt mal mit dem aufgewachsen ist, dann informiert man sich, wenn rundum ein bisschen Bullshit passiert und die ganze Thematik herum. Aber ja, sie wollen die Berufe wieder ein bisschen wichtiger machen. Das finde ich recht interessant. Also, dass wirklich kannst du dich dann entscheiden, hey, ich werde jetzt Rüstungsschmied und dann gibt es dort Perks und es gibt Crits, wo bessere Items kannst craften und noch zusätzliche Ressourcen reinbretschen und eben Skills und Levels und was weiss der Gucker was, oder? Recht cool. Wie auch wie jedes Mal einen Monat reinschauen und dann habe ich es wieder gesehen. Aber den einen Monat muss ich meistens trotzdem hineinschauen. Die Musik mag mich noch erinnern im Ragnarok Online, die ist wirklich sehr schön gewesen. Also es hat mich auch immer sehr gemütlich gedunkt. Ich muss das noch nicht reinklappen hier. So. Ja, und die ganze Welt ist sehr, sehr herzig und kawaii gewesen. Ich glaube, darum hat das auch viele Leute reingezogen. Auch wegen der Community. Ich meine, jetzt Community Primus ist, glaube ich, schon. Ich glaube schon Final Fantasy 14 Online. Was Community anbelangt, habe ich auch gespielt. Auch mehr oder weniger kürzlich noch. Ah, schau mal. Ah, das Porsche-Symbol. Ah, schön. Jetzt ist es erst ein Porsche. So. Ist schon 12 Uhr gewesen. Also allen, die am Essen sind oder am Kochen, ich wünsche euch sehr einen guten Miteinander. Geniessen es. Ich muss noch, wie immer, ein bisschen warten, während ich da kann in den leeren Kofferraum hineinschauen. Also sieht bis jetzt wirklich super schick aus. Totschick. Wir haben eben ein paar Sachen, die man bewegen kann. Und hier vorne und hier drinnen auch noch da die Hebel und so. Also die Handbremse und Gangschaltung. Und dann kommen wir eigentlich mal noch zu den Reifen. Aber noch nicht jetzt gerade. Moment der Entscheidung kommt jetzt übrigens auch. Für welchen Typ dass wir uns entscheiden wollen. Also recht cool gelöst hier in der Anleitung. Jetzt hast du eigentlich den Grundbau vom Porsche 911 fertig. Machst jetzt einen Targa, dann machst du einen Turbo. Wir machen einen Turbo. Natürlich. Wenn schon dann die supersportliche Version. So. Und dafür brauchen wir 8 und 9. Ja, aber machen wir mal zuerst nur das 8 auf, dass ich da nicht zu viele Sachen offen habe. Ja. Mal schauen, wie weit dass wir mit dem kommen.
zack und schön alles ab Boden runter. Oder muss ich doch das andere noch aufmachen? Nein, noch nicht. Was machen wir jetzt eigentlich? Jetzt machen wir gerade alles. Das Dach und den Heckspoiler. Ich glaube, das sind die letzten 2 Päckchen, die wir machen, weil das 10 ist dann nur noch für den Targa, wenn wir den ausgewählt hätten. Jetzt habe ich noch irgendetwas geklickt. Ja, Leute, nein, sieht schlecht aus. Ich muss doch beide Säcke aufmachen. Ich nicht gerne so viele Teile da auf dem Tisch liegen. Da muss ich immer so lange wühlen. Wow, richtig fette Felgen haben wir hier. Sehr sexy. Schwarzer Chrom. Kann man das so sagen? Wenn Chrom schwarz ist es immer noch Chrom. Einmal Hochglanz. Geil. Die freue ich mich schon. Haben die dann auch noch richtige Gummipneu später. Da ist schon offen, kann man Ihnen zeigen. Wow. So, jetzt habe ich fast mein Teil untergemischt, das ich noch brauche. Moment. So. Es spiegelt so doof da einer vom Licht, ich sehe es fast nicht. Ich tue mal da irgendwie so ein Pneu drunter. Ha! Lifehack. Jetzt ist das Licht angehoben. Jetzt sehe ich es besser. Manchmal habe ich ja Ideen, hey. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, Lego-Autos haben wirklich irgendetwas. Die fühlen sich so fertig und smooth an. Und es macht wirklich Spaß, die zusammenzubauen und zu entdecken. Und ja, sie sind ein bisschen interaktiver wie viele andere Bauten. Also bis jetzt kann ich den Porsche 911 wirklich empfehlen. Nein. Da. Und da. Zwischendurch, wenn ich jetzt aber draussen stehe und so eine leichte Brise geht, ist jetzt aber in den letzten Tagen der Fall gewesen, dann spüre ich schon so langsam, wie der Herbst kommt. Ich weiss nicht, dann freue ich mich einfach so. Der Herbst ist einfach, I love it so much. Also wenn es am Morgen so ein bisschen kühl ist, die frische Luft und irgendwo noch so ein bisschen der Nebel in der Luft hängt. So ein gemäßigter Tag wird. Sich Bäume verfärben. Kommt bei mir einfach der Romantiker vor. Blut- und Leberwurst. Was? Denkst du an das beim Herbst? Ja, warum nicht? Ja, Blut- und Leberwurst ist natürlich das Herbstgericht, ja. Klar. Troy,
Ich stimme dir zu. Also nicht bei der Blutwurst, Leberwurst, okay. Jesus. Ich kann es nicht, der orange Porsche. Der GT3S, glaube ich, wäre das. Ja, der ist noch ein bisschen grösser. Ein bisschen teurer natürlich auch. Ich glaube, der Oli hat den auch rumstehen, wenn ich das recht im Kopf habe. Ich finde auch der Herbst trägt immer mega viel zu meiner Kreativität bei. Also wenn ich eben zum Beispiel am Schreiben bin oder so, ja, dann hilft mir das irgendwie. Jetzt bringen wir ihn gar nicht mehr raus. Das muss auch so sein. Also dann hast du das Gefühl, du musst nicht raus, weil es mega schön Wetter ist und so. Du kannst drinnen hocken und dann tue ich einfach gerne ein bisschen vor mich anschreiben. Und immer im Herbst kommen mir einfach die besten Ideen. So. Jetzt gerade gestern habe ich wieder ein bisschen geschrieben und bin ein weiteres Mal ein bisschen angestanden. Also schon aktiv am Schreiben, habe nicht gewusst, was ich schreiben wollte, aber es sind widersprüchliche Aussagen innerhalb von der chronologischen Reihenfolge von der Events. Und das macht natürlich keinen Sinn, oder? Das muss ich das eine oder das andere muss ich jetzt dementsprechend umschreiben oder Zeiten neu verteilen. Was jetzt noch nicht schlimm wäre, weil sie haben jetzt, sind so weit in der Vergangenheit, dass sie ob jetzt ein paar tausend Jahre vorher oder nachher passiert sind, keinen wirklichen Einfluss haben auf die Gegenwart. In dieser Welt natürlich. Schön. Pika, du mir zustimmen. Ja, das ist einfach... Herbst ist Leben. Das ist das Tolle, wenn wir wieder zurückkommen, Anfang Oktober ist schon Herbst. Der Hauptgrund ist, dass du kein schlechtes Gewissen hast, dass du nicht musst rausgehen. Ja. Gebe ich dir recht. Da macht es am meisten Spass, eben ein bisschen zu gamen, wenn es so richtig grusig ist draussen. Aber halt auch, wenn es schön ist, mal rauszugehen, finde ich dann immer am schönsten. Jetzt gibt es wieder ganz interessante Konstruktionen hier. Wie weit rein muss das? Keine Ahnung, was das ist. But nobody cares. In den Automech könnt ihr das sicher sagen, was das ist. But not me. Ich sage jetzt einfach mal, das ist Kurbelwelle. Der Anzugstutzen, Ansaugstutzen. Keine Ahnung, wirklich nicht. Aber das sieht so aus, als wäre es für Zylinder, die flach liegen. Das habe ich letztes Mal gelernt. Ja, interessant. Wobei, wenn es einen Schlauch dran hat, müsste das ja irgendwo der Turbo sein, oder? Interesting. Also jetzt kommt das mal irgendwie so da rein, dass da schön da reinfahren kann. Und dann müssen wir den Schlauch hier noch verbinden. Jawohl, indem wir es zum Beispiel abbrechen. Genau. Wow, das sieht ja wirklich ernsthaft aus hier. Also mit dem Schlauch hier. Cool, also das muss schon fast der Turbo sein, oder? Jetzt kommen nochmal so lustige Teile für den Motor. Ich
keine Ahnung habe. So peinlich. Der Space Oli macht gern Musik im Herbst. Nur im Herbst. Was macht man im Herbst für Musik? Klassischerweise so melancholische, emotionale Musik, wo man das Leben betrauert und die Schwere vom Tod, die naht, oder? Du bist Synthwave am machen. Geil. Weißt du, mache ich Sachen, die richtig Metal gehen. Also spielst du auch noch ein entsprechendes Instrument oder machst du es synthetisch am Computer? Ja, sorry, Space Soli. Okay, nein, ist gut. Sagen wir ja auch nicht Kyrill. Also Troy. Wo ist das runde Ding? Nicht die Felgen. Ein anderes rundes Ding. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo es einfach das Zeugs überall ist. Das haben wir doch schon mal gesehen. Das ist das, was ich jetzt vorhin verbaut habe, oder? Nein, ist doch nicht das. Aber fast. Und so etwas wie eine Mini-Felge oder so. Suche ich. Da ist es. Okay. Jetzt kommt noch da vorne an. Hui! Güril Gyllenhaal. Merci vielmals, Caro. Merci für das. Das ist Metal. Sonst kannst du mal reinhören. Ja. Schick durch. Ich höre sicher Metal, ja. Also kommt drauf an, was für Metal. Ich sag mal, meine Heimat ist das, was von vielen belächelt wird, der Power Metal. Aber ich fühle mich auch bei anderen Sachen sehr wohl. Gitarre und diverse Saiteninstrumente. Krass, du bist ja ein richtiger Tausendsassa. Und Pika hat sich leider nie für den Metal begeistern. Ja, ist ja auch okay. Das ist wirklich schon so, ich sag mal, ein Extrem von den Musikgenres, wo sich nicht alle wohlfühlen. Aber für alles andere haben wir ja Pop. Darum heisst es ja Pop. Pop. Melodischer Metal, habe ich gern. Serenades of the Past. Das klingt wie etwas, was ich hören würde. Immer mit Melodien von Games. Oh, Jesus, du bist ja ein Genie, Troy. Tue ich mir. Also, Serenades of the Past ist natürlich schon gerade ein bisschen eine Anlehnung an Zelda. Aber gewollt nehme ich an. Sehr, sehr cool, tue ich sehr gerne reinhören. Mehr Gitterli. Da hat so ganz viel. Und zwei so da dran. So schnell ist Pico überzeugt.
Metal mit Game-Melodien. Ich habe letztens erst von Final Fantasy 9 das zweitletzte Endboss hat richtig geile Musik. The Dark Messenger heisst der Song von Final Fantasy 9. Und der ist ein bisschen auf Metal gemacht, schon im Original. Und ja, natürlich gibt es eine richtige Metal-Version von dem. Also mehrere. Da haben wir letztens erst gerade einige gegeben davon. Das ist einfach so geil, hey. Das geht halt einfach richtig ab. So, ich nehme jetzt einfach mal an, das ist der Quillgrill. Oder der richtige Grill für zum unterwegs willst du vielleicht mal ein Steak drauf rühren. Pika schon überzeugt. Geil, schon mal hören. Ich könnte mal ein Troy-Special machen, wo du ein bisschen, wo du ein kleines Konzert gibst oder so. Das wäre doch fett. Und sonst kannst du ja einfach Musik laufen lassen, weißt du, so wie DJs hinten dran, einfach so ein bisschen solche Ideen machen. Oh, mal schauen, das sind noch verschiedene Fenster. Ja, ganz viel Liebe für Pika, die unsere Emotes gemacht hat. Sind halt einfach endlos cute. Ja, ich glaube, Steffi hat für ziemlich alles ein Command gemacht. Aber... ich muss doch die anderen noch verbauen. Die Fensterli. Und von dieser Seite hat man es gar nicht richtig erkannt. So, jetzt ist es richtig. Also weil die haben halt da noch den kleinen Bogen drin und der muss da auch noch drauf. So. Hä? Oder nur am einen Ort? Machen wir jetzt nicht fertig, hey? Habe ich jetzt schon wieder mich erzählt? Ah! Mann! Also heute ist wieder... Ey, so viel muss ich auseinandernehmen. Richtig verpeilt. So. Nachhilfe, ja. Nachhilfe im Lego bauen. Vielleicht würde es mir ganz gut tun, ja. Ah. Das ist einfach, ich habe nicht eben in der Tankstelle nur noch ein kleines Müsli bekommen, statt ein grosses, also Birchenmüsli. Und jetzt habe ich halt Hunger. Jetzt habe ich Zuckermangel. Und darum funktioniert es halt im Oberstübli auch nicht mehr so gut. Also die von der Tankstelle sind eigentlich geschuld.
So. Jetzt ist aber gut. Also wir haben noch ein paar Seiten vor uns. Hey. Gut, es ist schon 35. Es geht schon auf. Jetzt geht es schon aus. Ich darf 3-mal raten, was du gerade isst. Ich würde sagen Pizza. Oder so eine Proteinlasagne wie im Satisfactory. Ein grosses Milchmüsli. Nein! Du hast mies! Du hast mies genommen! Ah! Bring's sofort an! Ein Birchenmüsli zum Mittag. Du bist ja sehr gesund unterwegs. Okay. Missions. Die 3. Ah, da hat es 3. So. Ah, der Heckspoiler wird es. Ah, das war krass bei dir, Pika. Also, wenn du deine Commissions offen hast, dann ist es, glaube ich, kein Tag gegangen, keine 24 Stunden und Commissions für die nächsten 3 Monate sind wieder geschlossen gewesen. Das war abartig. Hey. Und du hast ja mehrere Mal auch noch Preise erhöht, weil halt immer das Zeug immer detaillierter und aufwendiger gemacht hast und ja, halt auch so viele Anfragen gehabt hast. Das ist eigentlich schon ein grosses Kompliment. Hey, ich brauche einfach ein schwarzes, glänziges. Aber ich sehe es nicht. Ah, da ist es. Unter allem anderen drunter. Wie kommt jetzt das da rein? So schön so klemmen. Yes! Was hast du denn für Emote-Ideen? Willst du die hier breit treten? Kannst du etwas erzählen davon? Ich finde das immer spannend, weil Emotes haben ja meistens auch ein bisschen etwas mit der Story zu tun oder mit deinem Stream, halt wie du dich präsentierst und so weiter. Oder etwas, was deine Community vereint. Hey, ich habe jetzt 2-mal das Falsche genommen. Welches ist es denn? Noch ein grösseres. Das ist doch zu gross. Noppen sind denn das 8? Ja, dann ist es aber doch das. Da. Wenn du Geld schießt, hättest du das Togepi Stream Overlay machen. Ich meine, du kannst immer noch selber eins zeichnen im Paint, MS Paint. Das wäre sehr günstig, würde wahrscheinlich nichts kosten.
Oder du nimmst einfach dein Togepi-Emote und machst etwa 1000 Mal Copy-Paste so in einem Rahmen rundum. Das würde auch voll lustig aussehen. Ah, du schaust einfach die Emotes, die du am meisten verwendest. Die lässt du dann auch machen oder lass dich von anderen inspirieren, die vielleicht eben das abdecken, wo du gerne hättest. Die Emotionen transponiert, wo du willst vermitteln. Aber ja, das Togepi ist, glaube ich, schon wirklich dein Markenzeichen. Also du hast ja das auch der Pokémon Company abgekauft, oder die Rechte am Togepi. Das gehört dir. Das ist mit dir verbunden. Du bist die Mutter vom Togepi quasi. So, jetzt machen wir mal da hinter die Tech-Scheibe drauf. Einfach zu viel Kraft für das Hobby. Ich habe die Macht! Oh nein, das kommt glaube ich nicht drauf. Eher weniger. Aber das. Schön. Es wird immer weniger, immer übersichtlicher. Also was, die Emotes sind jetzt alle Tier 1. Aber... du hast abstimmen lassen, welche Emotes ins Tier 1 gehört. Von allen, die du hast. Und jetzt sind alle Tier 1. Okay. Also wenn man bei dir subbt, dann hat man einfach alle Emotes. Finde ich fair. Ob die sowas machen. Ich weiß nicht, du kannst es natürlich machen, wenn wir es gestern diskutiert haben im News-Podcast und einfach ein Togepi NFT rausbringen, obwohl du gar nicht recht hast an dem künstlerischen Objekt. Man kann es immer so versuchen. Einfach mal ein NFT raushauen und sagen, ja, das ist meins. Also für die, die nicht wissen, was ich jetzt da meine, Activision Blizzard hat mal wieder einen Plagiatsvorwurf kassiert, weil sie von einem Künstler ein Bild geklaut haben, ein Artwork, und dann das einfach bei Call of Duty Warzone reinkopiert haben als Skin. Und ja, am Künstler natürlich nichts gesagt haben. Obwohl es vor 2 Jahren Release hatte. Es war 1:1 genau der gleiche Skin, wie er das Artwork hatte. Und ja, Activision hat sich dann bei ihm auch, oder bei ihr, man weiß leider nicht, das Geschlecht weiß man leider nicht. Oder haben wir nicht herausgefunden.
Was soll ich sagen? Ja, anyway. Activision hat sich halt nicht gross entschuldigt bei dieser Person. Das ist einfach voll assi. Und scheinbar hat es das Kunstwerk auch schon als NFT gegeben, aber auch nicht vom Künstler. Das ist auch geklaut worden. Also ja, liebe Leute, wenn ihr irgendwo Kunst raushaut, macht gerade ein NFT daraus, glaube ich. Ich weiss nicht, Pika, ist bei dir schon mal etwas plagiert worden? 1 Million, damit das Togepi verwenden. Yeah! Ja, es ist halt schon. Es ist halt schon sweet. So sweet. Fällt wieder ein so ein Grill. Brrr. Nur eine. Wo ist er? Da. Oh, die nochmal. Deine eigenen kreierten Gacki auf und Nicole. Neues. Nicole. Neues. Hast du das Bit? Glaub's hinterlegt. Okay. Cool. Das haben wir jetzt gehen. Ja, genau, Pika, der meine ich. Ist auch nicht das erste Mal. Es hat ja schon andere gegeben, die geklaut worden sind von Activision Blizzard. Nelfi, willkommen. Schön, bist du da. Hast du gut, bist du Zweig? Ja, ich glaube, wenn du beim NFT-Thema nicht jetzt einhängst, dann geht der ganze Scheiß einfach flöten, obwohl wir ja vor was? 2,5 Jahre, 3 Jahre doch das Gesetz verabschiedet haben für Datenschutz und Recht an geistigem Eigentum und was weiß ich, weshalb wir jetzt, da hat es ja noch die ganze Hölle losgetreten auf YouTube, oder? Dürfen wir jetzt überhaupt noch über ihn Sachen Reviews und Reactions machen und was weiß ich? Wie teuer das wird für dich, Osbu, für die Lizenz am Togepi? Ich glaube, die Nummer will niemand hören. Neues und auf. So gut. Ah, cool. NFTs sind schon nicht mehr so Hype. Ja, ich meine nur wegen der Absicherung, oder? Weißt du, dass nicht ein anderer auf die Idee kommt, dann nochmal ein NFT zu machen, weil wenn es schon gibt, dann gibt es schon. Dann ist es blockiert, oder? Das meine ich. Was jetzt ist, AI-generierte Kunst. Dalle etc. Also ich habe schon mal so AI-generierte Kunst gesehen und Games laufen ja schon länger. Finde ich strange, aber wie das Zeug aussieht. Aber manchmal sieht es ja geil aus. Aber wie kann das nachher die sein, wenn es die AI quasi aus deiner Kunst so zusammengewürfelt hat? Du kommst regelmäßig Meldungen über, dass etwas geklaut worden ist. Wie läuft denn das ab, Pika? Wie kommt man eine Meldung über? Also einfach so private Nachrichten von Leuten, die sehen, dass das Zeug geklaut worden ist irgendwo, oder wie läuft das ab? Also es ist einfach himmeltraurig, ja. Also wenn ihr nicht selber könnt zeichnen könnt, dann zahlen die Leute wenigstens, die ihr Kunst von ihnen wollen. Fragen sie zumindest aus Anstand, oder? Aber klauen sie nicht einfach. Das ist einfach das Letzte. Hashtag vielleicht auch mal Gameplay. Wieso bist du die ganze Zeit am Schnurren? Ich muss wirklich mal reinschauen. I have to. Have to do this. Ja. Loot ist Leben. Oder das, oder ja.
Je mehr Loot, desto besser. So. Sieht halbwegs richtig aus. Was Schreck ist Liebe? Wieso der Schreck? Oh, muss wahrscheinlich ein Insider sein. Ich habe Sky, das Buch, aber ich habe das Prequel noch nicht gesehen. Hast du gerade Sandman fertig geschaut noch? Aber ja, ich weiß nicht, nach der Enttäuschung vom Abschluss von der eigentlichen Serie einfach alles geschwind so abgespult worden ist. Habe ich irgendwie kein Problem damit, mir noch ein bisschen Zeit zu lassen. Wird schon zerrissen von den Fans. Ja gut, ich meine, da kann ja rauskommen, was will, das wird zerrissen momentan nicht. It's a pain. Heb doch. Season 8 PTSD. Ja, eben. Irgendwie auch ein bisschen. Was willst du mit dem Mystery Chest Command? Ich muss sagen, die ganze, also Targaryens haben mich von allen eigentlich fast am wenigsten interessiert, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht. Ja, es ist schon ein bisschen etwas erzählt worden, natürlich, dem Aegon und so. Und einfach, eigentlich ist es ja immer wieder das Gleiche. Also, die Geschichte wiederholt sich ja. Dann wäre es eigentlich logisch, wenn im Prequel genau das Gleiche passiert wie im Quill. Also im jetzigen, normalen Game of Thrones. Ah, die gibt's auf deinem Twitch-Channel? Okay, okay. Muss ich mal go rein-commanden. Ach so. Was ein Tag. Oh, okay. Ich weiss, ich bin dir immer noch schuldig, dass ich mal bei dir im Stream vorbeischaue. Ich bin untröstlich. Aber jetzt mit Satisfactory kann ich ganz sicher mal reinschauen. Wenn die Zeitverschiebung nicht zu krass ist, sonst schaue ich es halt als VOD. Jetzt müssen wir dann doch noch ein bisschen Gas geben da. Jetzt mal ein bisschen weniger schnurren hier. Jetzt haben wir noch ewiges. Neue Lord of the Rings Serie, die auch schon zerrissen wird. Ja.
Ihnen fehlt ja die Lizenz vom Silmarillion. Und also, ich habe mich auch nur über YouTube informiert natürlich. Aber ihnen fehlt die Lizenz vom Silmarillion und das ist irgendwie 80% von der Geschichte, die sie abdecken wollen, die sie jetzt nicht erwähnen dürfen, weil ihnen die Lizenz fehlt. Finde ich crazy. Hey, hep gefälligst. Whee, yeah! Einmal Heckspoiler. Ah! Sexy! Porsche Turbo. Ah, richtig gut. Wunderprächtig. Neue Fernseh und Ultra HD 4K Blackbox Blu-ray. Das wäre sicher mal. Ich glaube, ich muss mir wirklich die Serie mal dann wieder auf Blu-ray kaufen, weil Netflix kackt einfach konstant ab. Also, du kannst am Mittag schauen, du kannst am Abend schauen. Die Qualität ist so scheiße und wir zahlen wirklich genug für eben das ultra hyper-duper Premium Angebot von Netflix für beste Qualität, aber es ist einfach fucking scheiße. Es regt mich wirklich auf. Du hast so viel Köln und dann hast du einfach so eine scheiß Qualität und immer Artefakt und verschwommen alles. Und wir haben sehr gutes Internet daheim, an dem liegt es überhaupt nicht. Regt mich einfach auf. Seit Veta dabei ist, hast du Hoffnung auf grosses Pick. Ja. Erst wenn ich es sehe. Also, es hat ja einen, den Trailer vom Lord of the Rings, von der Serie, nochmal neu überarbeitet gehabt. Und das hat 1000-mal besser ausgesehen, weil es einfach so nah an den Originalfilmen war, mit der ganzen Farbkodierung und so. Ja. Habe ich einfach ein bisschen besser gefunden. Aber hey, we'll see. We'll see. Die Hoffnung geben wir natürlich nicht auf. Schließlich ist es Herr der Ringe. So, einmal das Dach. Darfst du nicht zu fest drücken, hä? Okay. Gut. Aber fest ist es. Wir können es auch wieder aufnehmen. Ich mache es jetzt nicht. Weißt du, ich muss wieder alles festdrücken und reiß noch sonst etwas auf. Aber es ist schon mal drauf. Das Dach. Ich habe das erste Last of Us Remaster immer noch daheim. Als Promo. Ungespielt. Also schon ziemlich lang. Ich habe nicht einmal mehr PS4. Mal doch. Doof. Ja, mal eben, ich habe noch PS4, ich habe keine PS5. Aber es war ja PS4 damals noch. Hey, ich brauche wirklich Zucker, Leute.
Wir machen uns ein bisschen an die Achse. Was meinst du denn, Troy? Ist das Remake jetzt von The Last of Us nicht um eine Geldmacherei? Oder hast du das Gefühl, das wird gut und es lohnt sich nochmal? Also ich meine, ich, was noch nie gespielt habe, für mich würde es sowieso lohnen, aber für das müsste ich erst mal PS5 haben. Und bis zu der Fantasy Basel habe ich ja gedacht, dass es die eigentlich gar nicht gibt. Aber ja, es gibt sie doch tatsächlich. Ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen. So, ich hoffe, ich mache nicht alles kaputt jetzt. Das kommt irgendwie da reingeklippt. Gut, funktioniert schon mal. Auf dem PC kommt es auch. Ja gut, dann warte ich aber, bis es auf dem PC rauskommt. Und dann noch im Sale ist. Bin richtig schlimm, ich weiss. Also so viel Games und so viel im Sale gekauft und ich spiele es trotzdem nicht, weil ich einfach null Zeit habe. Und dann kommt wieder irgendetwas anderes raus, wo ich gerade mehr Interesse habe. Jetzt eben letzte Farthest Frontier. Und dann lade ich das ab und spiele das. Und alles andere bleibt wieder liegen. Immer dasselbe. 4-mal. Aha. Ah, ja. Wir nähern uns am Ende. Frontier? Ja, genau. Genau das meine ich. Sorry, ich habe es vorhin falsch ausgesprochen. Ich kann leider nicht so gut Englisch, also ihr mögt es mir verzeihen, bitte. Das kommt so. Wo ist es? So weit führen. Was ist das? To that note. Und komisch. Hey, der Zuckermangel ist real, Leute. It is real. Jeez! Really? Dein Ernst? Oh, leck mich doch, hey. Bleib doch einfach dran hier. Kann ich nicht einmal ein bisschen drücken. Nein, jetzt ist es noch da dazwischen. Jetzt muss ich es nochmal abnehmen. Ah, der Horror. Please. So. Schluss geht noch alles auseinander.
Ah. Cyril the Destroyer. XXXXXXX. Alles hat mehr Ausdruck, mehr X, das man anhängt. Gefällt mir der Name, können wir den beibehalten? Weil dann stimmt es eigentlich auch mit dem, was ich hier mache. Ich tue sie nicht bauen, ich tue sie nur zerstören eigentlich. So. Vorsichtig. Okay. Und einmal umdrehen. Irgendetwas ist jetzt auch noch fucking rausgefallen. Irgendwo. Oder? Also. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch wirklich sowas von Schnuppe, hey. Vielleicht ist es auch einfach da drunter gelegen und ich habe es nicht gesehen. Könnte auch sein. I don't care. Also, jetzt müssen wir da noch die Aussenverschalung machen. Dann kann ich das mal hier. Dann bin ich fertig mit dem und der Welt. Also das da machen wir jetzt gerade da. Einmal aussen dran. Noch eins weiterblättern. Ich weiß nicht, ob ich es auf der anderen Seite auch machen darf, aber mal doch. So. Schön. Den Rest da brauchen wir nicht, oder was? Einmal New Yorker Plakette, dann da China Plakette und irgendwas anderes. Da haben wir noch so 4 von diesen kleinen Döckeli. Hä? Ah, die kommen jetzt zum Schluss noch. Okay, es ist noch nicht ganz fertig. So hast du gedacht, hey. Geht der ganze Karren nachher nochmal auseinander, weil ich nicht alles verbaut habe. So, einmal Pneu schön reinpluppen. Glück gerade, dass da ohne Schmiere. Ja, mit dem geht man ja nur im Sommer fahren, darum braucht man nur einen Satz Reifen. Das ist okay. Ist okay. Obwohl es eigentlich. Das sieht ja nach Winterreifen aus, aber ist okay. Ist ja gleich. Wahrscheinlich geht er auseinander, wenn es erstmal auf die Straße geht. So. An mit diesen Reifen. Hey, es ist noch nichts auseinandergefallen. Und jetzt brauchen wir da noch Miete. Machen wir da noch eine. Und da. Da. So. Und die Plakette einmal vorne. Und einmal vielleicht noch mittig, wäre auch nicht schlecht. So. Oh, weg.
Weg. Tschüss. So, fertig haben wir ihn. Da liegen ein paar Teile links, die ich nicht gehört davon. Eine Fahrt. Alles gut. Nein, ist wirklich. Also Ersatzteile hat es immer ein paar. Wir können jetzt auch wunderschön ein bisschen lenken. Und auf die andere Seite da ist ein schönes Steuerrad drin haben. Noch mit der Lederverkleidung da an der Seite. I like it. Also wunderschöne Details hier mit dem Rückspiegel, wo ein bisschen an Glas oder Spiegel erinnert. Ein echter wäre wahrscheinlich schwierig wegen der Sicherheitsbedenken. Hinten innen der ganze Motorraum. Sehr gut. Klemmt ein bisschen, aber kann man problemlos. Ein bisschen Vorsicht, wo ich jetzt am Schluss nicht mehr gross gewaltet habe damit. Das auch nicht tun. So. Also sieht wunderschön abgerundet aus. Da noch ein bisschen der Auspuff auf dieser Seite. Schön stromlinienförmig. Zeichne ich jetzt das einmal, unwissend, ob es wirklich so ist. Und dann eben, wenn man da die Türen aufmacht, kann man natürlich da den Sitz noch vorne tun, dass die Leute noch hinten können einsteigen können. Wer auch immer die dort einsteigen lassen, weil es hat nie wirklich viel Platz in diesen Porsches. Ja. Aber ist sehr geil. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen besser für in die Kamera rein, dass man ihn auch ein bisschen sieht. Man kann auch da nochmal. Ist immer so seitenverkehrt. Und dann schön noch ein bisschen das Mikrofon, das so ein bisschen kroset, oder? Herrlich. Also richtig cool. Also ausser jetzt am Schluss, wo ich leicht verzweifelt war, aber ich schiebe es jetzt wirklich auf den Zuckermangel, hat der Bau extrem viel Spaß gemacht hier mit dem Lego Porsche 911 Turbo, den wir gebaut haben. Möglich wäre eben auch der Targa. Macht sehr einen soliden Eindruck. Sicher auch Spass, um mit dem ein bisschen spielen und ein bisschen fahren. Und auch das wunderschönes Ausstellungsmodell. Also man erkennt auf den ersten Blick, dass es ein 911er ist. Lego ASMR. Ja, ich weiss, ihr stöhnt drauf. Ihr sind so versaut, hey, wirklich. Ich könnte es noch ein spielen mit dem, aber mich quält wirklich ein bisschen der Hunger und das Mikrofon ist irgendwo. Ja. Jetzt haben wir es geschafft und jetzt, jetzt machen wir den Sack zu, glaube ich. Es war schön mit euch. Es hat mir extrem viel Spass gemacht. Danke vielmals, dass ihr dabei seid und auch die letzten paar Wochen immer wieder reingeschaut habt. Macht mir immer extrem viel Freude. Das ist ein Highlight von meiner Woche, wenn ich da mit euch ein bisschen zusammen klötzeln und ein bisschen über lustige, traurige und dumme Sachen diskutieren. Manchmal auch vielleicht etwas Gescheites rauslassen. Wer weiß. Und dann, ja, Caroline haben wir ja kennengelernt anfangs von dem Stream. Sie vertritt mich. Vielleicht kommt auch mal zwischendurch noch die Steffi, falls mal irgendetwas gar nicht mehr würde verheben. Das könnte auch passieren. Aber nächste Woche am Dienstag vom 1 bis um 3 ausnahmsweise mit der Caro. Der Stream wird auch künftig am Dienstag jetzt stattfinden. Dass ihr das schon mal gehört habt. Und ja, danke vielmals für Glückwunsch. Ja, ich freue mich sehr auf die Hochzeit und auf die Reise. Das wird hoffentlich toll. Wird euch sicher auch ein bisschen vermissen. Und zwischendurch daran denken und vielleicht mal in den Stream hineinschauen. Vielleicht mal alle sagen. Excuse, zack, da bin ich. Ja, merci. Aber jetzt machen wir fertig. Im letzten Moment. Ja, gut. Merci aber vielmals für Glückwunsch. Danke. Und dann habt eine gute Zeit, wunderschöne Wochen, schönen Start in den Herbst. Da kommt ich dann auch einmal. Geniessen es.
Und dann sehen wir uns am 4. Oktober, ich meinte das richtig im Kopf zu haben, dass das ein Dienstag ist, wieder. Dann wieder klassisch auf die 11 bis um 1. Und ja, wir sehen uns. Habt's gut, seid lieb miteinander und bis bald. Danke vielmals und tschüss zusammen.